Noch in der Nacht hat Florian Bossert seinen Beobachtungsposten bezogen, damit er die Tiere nicht stört, wenn sie früh morgens mit der Balz beginnen. Gerade jetzt ist der Gebietsbetreuer im Mangfallgebirge besonders wachsam. Wir sind jetzt wirklich in der absoluten Hochzeit der Balz, also Endphase. Das heißt, die Hennen sind schon dabei und es sind 1 bis 2 Tage pro Jahr, wo die eben empfangsbereit sind. Und wenn genau an diesem Tag, wo es wirklich zählt, eine Störung ist, dann findet keine Fortpflanzung statt. Und das heißt, für das komplette Jahr ist Nachwuchsausfall. Und das ist natürlich für eine Population, die eh schon sozusagen am Abgrund steht, sehr kritisch, wenn es ein komplettes Jahr keinen Nachwuchs gibt. Nur rund 25 Birkhühner gibt es noch im Rotwandgebiet. Florian Bossert hat die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten selbst mit der Kamera dokumentiert. Heute sind nicht nur die Birkhühner so früh aktiv. Um 5:30 rühren sich die ersten Menschen. Unterhalb ist eigentlich der Balzplatz, der neuerdings gern zum Bivakieren genutzt wird. Seit fast rund um die Uhr Betrieb ist, kommen die Tiere nicht mehr. Im Landschafts- und Vogelschutzgebiet ist Bivakieren verboten. Hinweisschilder fordern auf, nicht vor 7 Uhr unterwegs zu sein. Florian Bossert fragt nach. Ja, waren zum Sonnenaufgang natürlich oben, sind wohl um 2 in München weggefahren, haben sie gesagt. Dass sie schon vor dem Sonnenaufgang oben waren. Waren wohl aber nicht die Ersten. Es waren vor ihnen schon 2 andere oben, haben sie erzählt. Sie haben sich auch gewundert, was da für Töne aus den Latschen kommen. Wegen der Leute trauen sich die Birkhühner nicht mehr auf ihren Balzplatz. Weil es den meisten überhaupt nicht klar ist, gibt es überall Hinweisschilder, die aber, wie es scheint, häufig übersehen werden. Im Lebensraum der Birkhühner nimmt die Konkurrenz immer mehr zu. Denn die Zahl der Bergsportler steigt massiv und das wilde Zelten und Bivakieren nimmt überhand. Auf seinem Streifzug ist Florian Bossert praktisch ständig gefordert. Die beiden mit ihren großen Rucksäcken haben letzte Nacht im Landschaftsschutzgebiet übernachtet. Ich glaube, wir sind rechtmäßig unterwegs und haben jetzt auch kein Verbotsschild gesehen auf der Route, die wir jetzt gegangen sind. Und da, wo wir übernachtet haben, haben wir auch der Natur nicht geschadet. Wir nehmen Rücksicht auf die Natur und auf die Tiere und also bewegen uns da wirklich völlig unauffällig. Das war jetzt für mich neu. Ich hab schon gewusst, dass da Schutzgebiete sind, wo man nicht hineingehen soll. Aber ich habe noch nicht gewusst, dass man jetzt zum Beispiel auf dem Gipfel nicht übernachten darf und dass es Strafen gibt. Bisher gilt der Ansatz, die geltenden Regeln durch die Information im Gelände besser bekannt zu machen. Die allermeisten lassen sich auch gerne beraten, aber die Konflikte nehmen zu. Ich finde es immer schwierig, natürlich da so eine generelle Regelung auch zu treffen, weil es gibt Leute, die führen sich auf und es gibt Leute, die verhalten sich verantwortungsbewusst. Und das sollte man eigentlich schon berücksichtigen. Ich will mich genau informieren, wo Schutzgebiete und Verbote sind, natürlich. Vorher im Internet, ich weiß nicht, wo ich schauen soll. Die Regeln sind eindeutig, sie stehen im Internet. Aber Florian Bossert ist in diesem Fall zufrieden. Es war natürlich ein tolles Gespräch jetzt. Gibt es natürlich auch andere, vor allem wenn man sie am Abend antrifft, wo sie dann sozusagen aufgefordert werden, wieder abzusteigen. Jetzt war das Ganze sozusagen schon gelaufen. Auf seiner Nachmittagstour geht Florian Bossert jetzt die beliebtesten Lagerplätze ab. In der Hochphase der Balzzeit will er potenzielle Camper noch am Abend erwischen, damit die Tiere ungestört bleiben. Als nächstes kommt eine Gruppe Mountainbiker. Hier im Schutzgebiet dürfen die Räder abseits der Forstwege nur geschoben oder getragen werden. Sie kennen die Regeln, werden sie uns gleich sagen. Servus. Servus. Wo gehst du bei euch noch hin? Bitte? Auf die Forststraße. Wenn einer auf den anderen ein bisschen aufschaut und wegen Rücksicht nimmt, denke ich, kriegt man das auch ganz gut hin.
Aber scheinbar muss man schon auch ein bisschen regulieren. Bitte, natürlich. Schieben bitte. Schieben. Brauchst du das Telefon, oder? Ich brauche das Telefon nicht. Servus. So ganz verinnerlicht ist es noch nicht. Der Brennpunkt im Gebiet ist der Soinsee. Hier hat die Zahl der Birkhühner drastisch abgenommen, seit Grillpartys mit Musik und ganze Zeltgruppen beobachtet wurden. Der einfache Aufenthalt über Tags reicht vielen nicht mehr. Sie wollen das Bergerlebnis mit dem Biwak-Kick garnieren. Früher wurde versucht, möglichst wenig über solche Orte zu reden, aber das funktioniert in Zeiten der sozialen Medien nicht mehr. Solche Plätze werden gehypt. Der Rest interessiert nicht. Wir haben jetzt letztes Jahr noch mal dran gearbeitet, an der Beschilderung, neue Schilder erstellt. Zum einen jetzt Brutzeit und zum anderen mit den Schutzbestimmungen, wo auch das mit dem Zelten, Biwakieren, Feuer machen enthalten ist, und haben die eigentlich recht sichtbar und massiv aufgestellt. Im Moment ist zwar niemand da, aber die Feuerstellen sind fast noch warm. Hier war ein Lagerfeuer direkt am Gebüsch. Die Waldbrandgefahr hat da niemanden interessiert. Auch gegen Abend sind noch Leute unterwegs, und so, wie es eigentlich verboten ist. Noch in der Abenddämmerung kommen Wanderer daher. Und wo geht's bei dir noch hin? Ja, mal schauen. Bleibst halt oben, oder? Ja. Unklar. Unklar. Der große Rucksack und die späte Stunde allerdings lassen auf einen anderen Plan schließen. Am nächsten Morgen werden Florian Bossert wieder 3 Zelte am Soinsee gemeldet. Wird man den Respekt vor der Natur am Ende nur über Strafen erzeugen können?